Willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission im DOC. Ein Blick auf Europa. Herzlich willkommen, wie gesagt. Wir sind frisch aus der Vakanz. Ich hoffe, ihr habt auch eine schöne Zeit. Wir haben den 27. August hier angefangen, sind also an der zweiten Woche. Und ich kann nicht so, es wird nicht mit Lösschritten angefangen, mit das direkt ganz heftig kommt. Wir hatten schon Ausschusssitzungen, wir hatten schon Gruppenmeetings. Das heißt, wir hatten heute zum Beispiel den Generaldirektor vom Transport von der DG Move auf Besuch, den einen kleinen Rapport gemacht hat über die letzten 4 Jahre und natürlich auch die Aktualität kommentiert hat, die Aktualität, die den Sommer ja nicht stillgehalten hat. Es waren ja ganz viele Sachen, die passiert sind. Und etwas, was da passiert ist, wir da ist alle gut mit größer Bestätigung erfüllte das den Brückenaccident, die Brücken zusammenstürzt dort auf der italienischen Seite zu gehen, wo in mit 43 Todesjahr X passierten und auch ein ganz Isolement von einem Stadtteil eigentlich viele schockante Bilder da war, wo wir auch darauf hingewiesen haben, und hier wird er doch heute noch konfirmiert, dass eigentlich nicht Europa schuld ist. Weil das war ja die erste Kritik, die am Anfang von den italienischen Autoritäten auf Februar ging. Das heißt, das gesagt ging, ja, das ist Schuld von Europa, wir dürfen nicht investieren, wir müssen Stabilitätskriterien anhalten, wir dürfen Budget nicht überziehen. An dem ist nicht so, an anhand von Zahlen hat ganz klar durchgelöst, wie viel das die Europäische Union eigentlich an die Einzelfonds sticht. Italien ist, wie gesagt, ein gutes Beispiel dafür. Wir haben an Italien selber an der Periode von 2014 bis 2020, die Periode, die wir benennen können, an dem multiannuellen Budget, hat Italien 2,5 Milliarden Euro gekriegt, allein aus den Fonds strukturellen. Hat auch nach zusätzlich 1,5 Milliarden gekriegt für die Interkonnexion von den Straßen, von den transeuropäischen Netzen, weil sie da betroffen sind. Sie haben 12 Milliarden gekriegt, die zur Verfügung standen aus dem EFSI, aus dem sogenannten Juncker-Plan, der TST-Plan, den gedauert ist für zusätzliche Investitionen für an Straßen, an die Infrastruktur von der Straße zu investieren. Und die Kommission hat am April dafür weggehen, für zusätzliche 8,5 Milliarden den italienischen Autoritäten zur Verfügung zu stellen. Ich meine, das viel, das sind Milliarden an Milliarden, und ich meine, dass den Willen auf italienischer Seite für zu investieren, der war nicht da. Die war aus verschiedenen Gründen da. Die war nicht da, weil immer Opposition war, hauptsächlich, was die Einzelprojekte angeht. Es sind immer lokal Vereine sich gegründet, Interessevereine sich gegründet, die Opposition gemacht und dann natürlich auch am Parlament, bei den Autoritäten selber Opposition. Und da ist, wie gesagt, Cinque Stelle nicht unschuldig, die im Pouvoir sind, die haben jahrelang auch geholfen, Projekte blockieren, und in hat sollen eigentlich Schuld bei sich selber sicher gehen, am Platz, wie gesagt, bei der Europäischen Union. Das ist natürlich auch so, dass das tut heute bei uns alle gut. Und ich meine auch insgesamt bei den Medien, an der Öffentlichkeit, zu einem Nachdenken gefordert. Es sind andere Länder, die hier Projekte in Lummerlenke ein bisschen mehr genauer sichern. Da sind Länder, die sogar Deutschland, was sich wirtschaftlich ja gut durchsteht, hat einen Investitionsbedarf an die Infrastrukturen. Es sind ganz viele Schienennetze, wo man kann mit reduzierter Vitesse vorgehen. Es sind ganz viele Straßennetze, wo zum Beispiel Brücken gesperrt sind für Kamionen, wo zum Beispiel die Vitesse limitiert ist und so weiter. Das ist für die Straßen- und Schieneninfrastruktur, aber das gilt auch für Schulen, Kliniken, an Schwämmen und so weiter. Das heißt, da muss, wie gesagt, demnächst ein Offensiv an Europa gestartet gehen. Aber das ist nicht der Fehler von der Kommission, weil wir sind immer noch, wenn ich so mehr, dann also doch das Europaparlament und noch für allem den Transport an den Budgetsausschuss, die immer darauf hinweist, dass aber ganz viel an die Einzelfonds, an strukturelle Fonds, an Kohäsionsfonds und so weiter, an den CEF, an den Connecting Europe Facilities, alles was mit Infrastrukturen am Transport und der Mobilität zu tun hat, dass die Fonds immer gefüllt gehen und dann natürlich auf der anderen Seite auch Projekte aufgerufen gehen und noch Projekte aufgerufen bei der Europäischen Investitionsbank, weil das auch ein ganz wichtiger Akteur an 12% von den sämtlichen Programmen, die die Europäische Investitionsbank ablehnt, gehen an die Infrastruktur. Der hat, wie gesagt, zu dem Thema ein anderes Sujet, den uns auch beschäftigt hat, weil eben der Jean-Claude Juncker lanciert hat, die Idee für ein paar Wochen, für zu sagen, es muss Schluss sein mit der Zeitumstellung regelmäßig am März und am Oktober. Das bringt Leute nicht mehr durch, das bringt ganz viele Probleme mit sich, und eigentlich der wirtschaftliche Nutzen, den sich davon erwartet wird,
ass net erfüllt gin, dat heißt, dass weder Energie nach sos irgendetwas gespurt gin. Die Zeitumstellung, die Direktiv, die ass opgrund vun der Petrolskrise an de 70er Joren entstanden 80 as wie so an Lewe gerufen gin, an das schon lang, aber besonders vom Europäischen Parlament das schon lang eng Nofro dofir ze sommer komme ähnlich neist darüber eng Zeit. Und das wie gesagt eine Konsultation, die Kommission, die wird den Sommer durchgeführt huet, der banne 6 Wochen sie 4,6 Millionen Leute, die darüber geantwortet hun, wie Zeit riwer war hun nach immer geantwortet. Wir sind insgesamt bei 6 Millionen. Und das ist so, dass natürlich geht vorgestellt, weil die größten Teil, weil 80% davon kommt aus Deutschland. Ich muss sagen, sie noch Lützebäuer die mitgemacht haben, 1,79% von den Lützebäuer haben mitgemacht. Und es sind dabei auch eine klare Majorität zustande gekommen, für zu sagen, wir haben mit dem permanenten Wechsel. Etuden haben schon mal lange darauf hingewiesen, dass besonders die Welt, aber auch Menschen mit ein bisschen stärkeren Sensibilitäten, dass die auch darunter leiden. Wir fordern natürlich die Kommission op, und sie haben noch sich bereit erklärt, das zu machen, für eine Proposition zu machen. Der Groß von den Leuten schwätzt sich aus für die Sommerzeit, das heißt für den Moment, das bis in Oktober. Ich muss ehrlich sagen, das ist etwas für Morgenmuffel, wenn ihr nämlich so ein bisschen hoch guckt bis an den Dezember. Da gibt es am Dezember bei uns an Lützeburg, also in Mitteleuropa, gibt es am Fungerrecht 9:30 morgens hell gehen. Wäre natürlich der Fall, dass es 6 nach hell wäre. Was ja normalerweise am Dezember nicht der Fall ist, wo es ja aber schon so 4:30, spätestens 5 schon deicht. Wie gesagt, du hast das letzte Woche noch nicht geschwärzt. Wenn ich da der Kraft soll treten, das ist auch noch nicht klar definiert. Die Kommission rechnet aber mit 2020. Das ist so, dass ein anderes Sujet, wo wir auch schon das Wort eifrig dort geschafft haben, das ist am Sozialbereich. Ihr wisst, dass wir am Transport, Verkehr, Bereich aktiv sind, aber auch am Sozialbereich, alles was Beschäftigung angeht, alles was Sozialversicherungswesen angeht. Und da haben wir am Europäischen Sozialfonds zu tun. Wir haben schon eifrig Diskussionen über den multiannuellen Budget nach 2020 bis 2027. Das ist etwas, was in der Öffentlichkeit noch nicht so kommentiert wird, weil, wie gesagt, im Moment nach kein so richtig weiß, was da dran ist, wem gehen Suen verloren, wo kommen Suen bei. Wir sind am Gang eifrig darüber zu diskutieren. Und der Sozialfonds ist für uns ein wichtiges Instrument. Und ich meine, dass das Instrument insgesamt, wenn ich von einem sozialen Europa schwätze, also das Instrument, das wirklich hilft, an den einzelnen Ländern Sozialpolitik zu machen. Lützeburg profitiert mit 40 Millionen im Moment davon, das ist nicht gerade nichts. Das ist abgedeelt an ein paar Gebiete. Das ganz soll eigentlich hauptsächlich der Bildung, der Ausbildung, das heißt, es soll an Humankapital, auch wenn ich den Ausdruck nicht gerne und ich befürworte immer, es soll an Menschen investiert gehen, es soll an die Ausbildung, an die Arbeitslosigkeit investiert gehen, für das die Leute, wie gesagt, sozial besser geht. Lützeburg, wie gesagt, profitiert auch davon, wann natürlich auch nicht an dem Ausmaß wie andere Länder, weil wir ja auch wirtschaftlich aber gut durchstehen. Es wird ein bisschen geguckt, wo die Suen am notwendigsten sind. 3 Kriterien für Lützeburg sind da wichtig. Das ist erstens, wie gesagt, Fortbildung für die Leute, die leider am Chômage sind. Das ist den E-Volley, den zweiten Volley, das ist auch Maßnahmen an der Arbeitslosigkeit. Das heißt, wann die Arbeitslosigkeit stattgefunden wird, für da, wie gesagt, rauszukommen. Und auch davon profitiert Lützeburg. Und das dritte ist natürlich Investitionen an Bildungsprogramme, Formation continue, also Fortbildung, all die Sachen. Da setzt Lützeburg die Hauptakzente für die Suen, wie gesagt, zu benutzen. Wir schwätzen von einem Europäischen Sozialfonds Plus. Wie gesagt, für da pure Elemente zu bündeln, die Jugendarbeitslosigkeit, die berühmten Jugendgarantie, wie wir jahrelang darüber gestritten haben, die soll mal integriert gehen. Und auch die Fonds pour les plus démunis, das heißt für die Leute, die wirklich am allermannsten haben, wo wir lange darüber diskutiert haben, so ein Genre Hilfsfonds, der noch ausgelaufen war für kurzem, den mit hier integriert wird. Und das ist auch dem Parlament der wichtige Punkt. Wir versuchen, von den Kriterien mit heranzukriegen, und das ist Armut. Das heißt Armut, das bislang bei paar Gebieten behandelt wird, aber nie so konkret über den Europäischen Sozialfonds. Es soll auch besser mit dem Pilier Sozial, den wir vor kurzem gestimmt haben, soll das besser aufgestimmt gehen. Und es soll für allem am europäischen Semester
Ihr wisst, dass Länder do verschiedene Kriterien mussten erfüllen, für die Maastricht-Kriterien, wie gesagt, zu erfüllen, haben sie Programme oberlöst gekriegt und das soll mit integriert gehen. Und das ist wichtig, weil wir haben immer plädiert für auch die Sozialindikatoren, für die wir dran zu kriegen und für die auch verbindlich zu machen, dass es nicht einfach nur so, dass wir dazu verbindlich durchstehen und noch müssen angehalten gehen. Aber wie gesagt, heute den Europäischen Sozialfonds Plus, der soll sich, wie gesagt, mehr darum kümmern. Kompetitivität, soziale Kohäsion soll dadurch gestärkt gehen. Das sind alles wichtige Instrumente für uns. Und dafür ist es, wie gesagt, uns, für das ein Fonds, den im Moment mit über 100 Milliarden dotiert ist, die wollen wir um 4,2% darauf setzen, natürlich noch mehr Suchen an den Europäischen Sozialfonds kreieren. Ob es das gelingt, das müssen wir probieren. Auf jeden Fall, die Länder sind natürlich da mehr retizent, wollen sich nicht unbedingt an Sozialpolitik reden lassen, wollen noch selber bestimmen, wo sie Prioritäten legen. Aber insgesamt meine ich, dass innerhalb von Europa der Wunsch da ist, für trotzdem eine verstärkte, eine verbesserte Sozialpolitik zu machen. Und es gibt den Ländern auch schlecht zu Gesicht stehen, wenn sie sich auf dem dort Posten verspürt. Das wäre ganz kurz hier von Brüssel für das Woche. Die nächste Woche sind wir zu Straßburg. Außer dem normalen legislativen Programm, wo wir dann über die einzelnen Gesetzgebungen diskutieren, verhandeln und noch aufstimmen, sind aber ein paar illustre Gäste auf Besuch. Den Alexis Tsipras aus Griechenland, der Premier, den als Zukunft von Europa, wie Sie gesagt, durchlädt. Der Viktor Orban, der könnte Stellung holen zu einem Bericht, den das Parlament gemacht hat, über den Artikel 7, der ja am Anfang sieht, wann ein Land die Rechtsstaatlichkeit nicht anhält, nicht garantiert, da kann in dem Moment Suen enthalten kriegen, noch Stimmrecht enthalten kriegen. Das heißt, über das Programm ist hier bereit zu diskutieren. Und wie gesagt, das sind Jean-Claude Juncker Rede zu der Union, die alle Jahre könnte. Auch da sind wir gespannt, was hier uns für die nächsten Monate noch zu erzählen wird. Das Parlament wird heute nach eifrig 7-8 Monaten schaffen, die Kommission auch. Und dann, wie gesagt, stimmen wir für den nächsten Europawahlen. Und über die wird noch viel zu kommentieren sein. Darüber gehe ich dann eng von den nächsten Wochen noch ein. Vielmals merci für das Nachgucken. Bis die nächste Kehr.